Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Ich habe dir davor etwas sehr Spezielles vor, und zwar, ich habe mich erkundigt, wie ich kann Villager, also das Villagerdorf wieder zum Leben erwecken. Es gibt so eine spezielle Möglichkeit, wie ich da gelesen habe, und zwar, dass man da mit bestimmten Goldäpfeln, wenn wir, also ich muss jetzt mal von vorne erklären. Wenn wir Goldäpfel mit, wie muss ich das machen überhaupt, um einen Goldäpfel machen? Muss ich das rumdummen? Okay, also das heisst, wir brauchen recht viel Gold eigentlich. Sehe ich das richtig? Wir müssen, es gibt in der Nacht spawnen im Dorf rein Zombie-Villager. Die Zombie-Villager können wir mit einem Goldäpfel wieder zu einem Villager machen. Was bedeutet, dass wenn wir jetzt tun jetzt eigentlich das ganze Dorf nochmal abrichten. Ich brauche aber für das, schau jetzt mal, dass wir noch schnell ein bisschen mehr Gold zusammen bekommen. Wir haben ja da noch ein bisschen. Dann müssen wir halt wieder auf Goldfarmen gehen. Aber das wäre jetzt eine coole Mission, die ich gerne die Folge erledigen würde. Weil es hat mich so genervt irgendwie, dass wir eben da unsere Farm anfangen zu bauen. Und nebendran irgendwie kein, wie soll ich sagen, kein Villager mehr sind. So, dann haben wir da 4 Gold. Oh, die kann ich auch stacken, das habe ich jetzt eben nicht gewusst. Und der ist verräumt wieder. Das heisst, wir können 4 Villager wieder zum Leben erwecken. Für das müssten wir aber Zombie-Villager finden. Die müssen wir dann mit diesen Goldäpfeln füttern und dann sollten wir sie eigentlich von ihrer Infektion als Zombie können befreien. Das Problem ist aber, ich wollte nicht, dass das noch passiert. Darum schauen wir jetzt, dass wir das ganze Dorf absichern, bevor ich das überhaupt mache. Wir haben jetzt wirklich den ganzen Tag Zeit. Ich wollte dann eben allgemein schauen, dass wir nochmal in die Höhle gehen, Glowstone holen, damit wir dann das Dorf auch mit Glowstone können ausleuchten können. Wir gehen jetzt alle Löcher zumachen. Wir gehen jetzt wirklich eigentlich das Dorf richtig safe machen. Was ich aber sicher mal brauchen ist, jetzt ist aber die Frage, komm, wir machen das mit Eichenholz. Und zwar, ich tue das ganze Gelände mit Zaun umzäunen für die Villager. Ich weiss nicht, ob das gerade wirklich die beste Idee ist, aber ich habe mir gedacht, so, ja komm, wieso nicht, oder? Dann können wir das nämlich gerade einwandfrei so machen. Ich muss jetzt noch mal schauen, wie wir da... da hinten sind es. Eichenholz ist immer so und Stäbli. Das heisst, wir brauchen sowieso im Allgemeinen noch ein bisschen mehr Stäbli. Das können wir ja mal schnell einrichten. Zack. Das heisst, wir machen jetzt immer... so und so. Genau, aber ich wollte jetzt nicht gerade alles aufs Mal machen, sondern ich sage, wir machen jetzt doch so, das haben wir da haben wir schon ein bisschen etwas. Komm, ich weiss nicht, wie viel wir brauchen. Wir haben sowieso Holz hinter der Tür, blöd gesagt, dann können wir das machen. Wir haben auch genug Fackeln mit dabei, um das dann wirklich ausleuchten. Jetzt geht es aber schon langsam wieder in die Nacht rein, aber wir gehen jetzt trotzdem mal schauen, dass wir jetzt mal ein bisschen einfach mal die Löcher ausfüllen, dass wir mal schauen, dass dort dann keiner mehr in eine Schlucht kann fallen, dass die dann auch komplett ausgeleuchtet sind. Das heisst, wir schauen, dass wir da auch mehr Fackeln anstellen, damit da keine Zombies mehr spawnen können. Jetzt schauen wir allgemein ob wir da mal sowieso vielleicht plötzlich noch einen Villager finden würden. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und sonst müssen wir schauen, dass wir das Ganze ein bisschen einzäunen. Was noch cool wäre, und da müssen wir mal schauen, da hat sie einen Fuchs und eine Katze drin. Eine Katze sollten wir mit einem Fisch eigentlich können zähmen, und einen Fuchs müssen wir mit unseren Karotten versuchen zu zähmen. Das muss ich dann eben mal noch probieren. Aber jetzt müssen wir zuerst mal schauen, dass wir da ein bisschen alles ausleuchten. Nachher müssen wir schauen, dass wir anfangen die Löcher zu stopfen. Es hat ein paar Stellen gehabt, wo es so eine richtige Grube hat. Und dann jetzt ist es sowieso Abend. Jetzt können wir gerade mal schauen, ob vielleicht so ein Zombie-Villager auftaucht. Dann müssen wir einfach schauen, dass wir ihn heilen und dass er nicht gerade wieder stirbt. Und dann müsst ihr noch ausprobieren, ob wir einen Golem herstellen können, dass das nicht automatisch muss kommen, sondern dass wir einen für sie erstellen. Also ich wollte eigentlich das Dorf wieder zu Leben erwecken. Das andere, was ich mich jetzt gerade frage, ist, ob vielleicht da unten gerade so einen rumhängt. Sieht aber nicht danach aus, hä? Sieht nicht danach aus. Die Schlucht wäre eigentlich mal noch gut zum Erforschen, weil wie wir da sehen, finden wir nämlich schon ein bisschen Eisen. Was natürlich für uns ziemlich praktisch wäre. Nehmen wir das gerade mal mit, wenn wir das da schon mal sehen. Zack. Kohle haben wir gerade momentan noch genug, aber die Höhle wäre vielleicht noch gut zum mal vielleicht durchgüchseln, ob man da vielleicht noch irgendetwas Spezielles findet. Aber jetzt muss ich gerade mal schon schauen, es hat auf der anderen Seite, glaube ich, auch einen Eingang, oder dass wir da wirklich schauen, dass wir da fast alles zumachen, außer einen kleinen Weg, der runtergeht. Dass die Villager nicht gerade unbedingt da reinlaufen. Würde ich sagen, wir können da wirklich einfach alles zumachen. Wir machen da einfach zu. Das sieht schon wieder dumm aus. Dass wir irgendwie so machen. Es klingt dumm, aber wir wissen ja eigentlich,
wo genau das liegt, das Loch. Dann können wir ja dann noch gemütlich mal ein anderes Mal reingüchseln. So, oder? Blöder Zombie. Da hinten müssen wir in dem Fall noch ein bisschen mehr ausleuchten. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, ob wir so einen Villager treffen, wo wir heilen können. Das Problem ist, wir müssen schauen, der könnte gerade wieder infiziert werden durch die Zombies. Ah, da hinten hat man schon wieder einen Eingang zu dieser Schlucht. Also das heisst, da könnten wir dann wirklich noch ein bisschen schöner zumachen. So, komm, stirb. Voilà. Farmen wir nämlich gerade noch ein bisschen XP, das ist schon gut. Ja, da noch schön ein bisschen mehr ausleuchten. Und dann wollte ich probieren, dass wir vielleicht ein bisschen würden umzäunen, das Ganze, damit sie auch mehr Ruhe haben von Zombies. Und dann wollte ich mal schauen, dass wir das ganze Dorf eigentlich mit Dings noch ausstattet, mit Glowstone. Oh, schau mal, unsere Farbe da sieht doch cool aus. Also ich glaube, wir haben es recht gut ausgeleuchtet langsam. Vielleicht da unten noch so, da noch einen. Also ausgeleuchtet haben wir es langsam gut. Jetzt ist einfach nur noch die Frage, dass wir da einen Villager finden, ein Dorf. Einen infizierten Villager, dann haben wir nur ein Skelett. Das Schild habe ich leider keins dabei. Das würde ein bisschen blöd werden, um gegen die kämpfen. Ich glaube, ich esse mal noch schnell zuerst etwas. Und sonst machen wir einfach mal oben am Loch weiter. Auch hier spawnen noch recht viele Zombies. Da müssen wir schauen, dass wir da noch schnell ein bisschen ausleuchtet. So, jetzt haben wir kein Schwert mehr, aber das ist doch gar keine Sache für uns. Dann machen wir es halt von Hand. Das spawnet recht viel. Das spawnet recht viel. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da gerade so viel kommen. Da hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser ausrüsten. Aber wir haben ja noch keine Waffe dabei, und zwar unsere Axt. So, mit dem können wir das einwandfrei machen. Aber das ist aber gerade gut, dass wir da in der Nacht sind. Dann sehen wir ja wirklich, wie viel da spawnen, wo sie überall spawnen. Jetzt sehen wir da hinten, können wir gerade nochmal zwei. Jetzt ist eigentlich schon fast klar, warum alle die Villager da ausgestorben sind. Die haben eine richtige Zombie-Invasion müssen durchleben. Die armen Leute. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Zombie-Villager getroffen. Also wirklich nur normale Zombies, aber noch keinen Zombie-Villager. Was noch ein bisschen schade ist. Wir müssen da wirklich noch ein bisschen besser ausleuchten. Aber jetzt gehen halt sehr viele Materialien drauf, aber irgendwie mache ich das noch gern, weil ich mir einfach sage so, hey, ich will da ein bisschen Leben da haben neben mir. Wir versuchen das wieder anzubekommen. Da haben wir jetzt zum Beispiel noch eine Höhle, da hinten haben wir ein Skelett, das versuchen wir schon zu ignorieren. Weil ich glaube, da würden wir böse auf den Keks bekommen. Jetzt können wir wirklich noch alles schön ausleuchten. Da, bei dir noch. Ist das verrückt worden auf mich? Hallo? Der hat da vorne Knurren. Ah, der kämpft. Oh mein Gott, das habe ich auch noch nie gesehen. Der greift jetzt das Skelett an. Okay. Das ist natürlich auch ziemlich speziell. Aber wir müssen wirklich schauen, dass wir irgendwie einen Zombie-Villager finden. Oder irgendwie tauchen da nur normale auf. Und ich glaube, bevor ich da alles nicht eingezäunt habe, ist das noch ziemlich gefährlich da, ehrlich gesagt. Wir kommen jetzt gerade, wo der Hund an ist. Der ist ja gerade gegen das Skelett am Kämpfen gewesen. Nein! Oh, hast du ihn gekillt? Oh, Feini. Du bist ein Feini. Ja, du bist ein Feini. Magst du schnell rauskommen? Weil ich würde nämlich schon mal das Loch zu ein bisschen machen. Dass da nicht die Villager wieder reingehen. Wir haben da wieder hinter uns irgendein Löli. Sola-Löli. Ja, jetzt wollte ich aber nicht den Hund da reinbuddeln. Oder den Wolf, oder was auch immer das soll darstellen. Ah, er kommt raus. Okay, komm raus. Komm raus. Ja, komm raus. Wie kann ich den da rauslocken, den armen Sieg? Ich wollte ihn da nicht einbuddeln. Ah, er kommt von allein raus. Ach, so ein Feini. So ein Feini, dich würde ich jetzt gerade gerne zähmen. Oh, But. Leider kann ich ihn gerade nicht streicheln. Nein, das hast du wirklich mega fein gemacht. Ich bin mega stolz auf dich. Kann ich dich mit Geschwelten füttern? Nö. Kann ich dich mit Fleisch füttern? Ich glaube, du verfaultes Fleisch willst du wahrscheinlich nicht, oder? Nein, das wollte er nicht. Okay. Ach, du bist ein Feini. Dich hätte ich jetzt gerne mitgenommen. So, und dann müssen wir auch wirklich schauen, dass wir anfangen, alle Löcher auszustopfen.
Da einen haben wir jetzt schon mal gut ausgestopft. Da sollten eigentlich keine Zombies mehr rauskommen. Jetzt müssen wir da einen mal noch güchseln. Wir müssen schauen, dass wir das alles komplett einzäunen, weil ganz ehrlich, mich würde das nämlich auch stören, wenn da die ganzen Zombies auf dem Gelände rumlaufen. Aber einen Zombie-Villager haben wir noch keinen gefunden für unsere Goldäpfel, dass die zum Einsatz kommen. So, dann wir da bis da runter. So, nice. Jetzt haben wir fast nein, jetzt haben wir gar keine Fackeln mehr. He? Jetzt müssten wir nochmal neue Fackeln machen. Komm, lieber zu viel als zu wenig. Wie gesagt, wir wollen das zu Leben erwecken. Wir wollen coole Nachbarn haben. Wir wollen können mit denen Partys machen. Wir wollen denen anrufen am Abend. Du, komm rüber, George, jetzt gibt es eine geile, fette, heftige Party bei uns in der Hütte. Da musst du mit dabei sein. Ja, der trifft mich, glaube ich, egal, wenn ich laufe. Das Beste einfach angreifen. Okay. So, dann tun wir da noch eins haben, da noch eins haben. Also ich bin da richtig gut am Ausleuchten, habe ich das Gefühl. Aber wir haben noch keinen Zombie-Villager getroffen. Noch keinen einzigen Zombie-Villager. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir eben wegen den Löchern zum Stopfen. Irgendwie verlaufe ich mich da, weil ich die ganze Zeit im Kreis laufe zum Ausleuchten. Das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, da hinten dran könnte man noch vielleicht noch 1, 2 Fäckchen tun. Und dann müssen wir schauen, dass wir am Tag vielleicht das irgendwie versuchen, ein bisschen umzuzäunen. Klar, das ist eine richtig grosse Fläche. Aber ich glaube, am Schluss würde es sich lohnen, eben, wenn man das Dorf wieder zu Leben erweckt, dass sich das wirklich gelohnt hat. Ich weiss aber gar nicht, ob die schaffen, die Zäune selber aufmachen oder nicht. Das weiss ich natürlich nicht. Das wäre natürlich dann auch noch praktisch zum Anschauen. Jetzt bin ich die ganze Zeit das andere Häuschen nochmal am Suchen, wo da so ein Loch im Boden hat, dass wir das noch gut zumachen können. Aber irgendwie bin ich da... Habe ich mich selber in dem Dorf verlaufen. Also ich weiss nur zu gut, wie es diesen Villager geht. Wo war das Loch gewesen? Habe ich das so gut zugemacht, dass ich es jetzt nicht mehr finde? Aber wir gehen mal ganz am Anfang vom Dorf. Nein, jetzt haben wir es aber wirklich gut ausgeleuchtet. Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir fast keinen Zombie-Angriff mehr. So. Also, wir sind da reingekommen. Doch, da müssen wir vielleicht noch 1, 2 hin tun, jawohl. Du willst kämpfen, dann kämpfen wir. Ich bin froh gegen mich und nicht gegen den Hund. Der andere zerbeißt dich und klaut dir den Knochen und spielt noch damit, während wir da wenigstens dich einfach gnadenlos tötet. So, da ist unsere Brücke übergeht. Ich muss sagen, es gefällt mir mega. Mit dem Gloss, es kommt mega gut. Also, wenn wir dann immer weiter ans Ende von dem Projekt kommen, werden wir so gut dran sein. Ich glaube, da hinten war ein Creeper, ja voll. Der ist am besten, wenn wir ihn ignorieren. Oder soll ich jetzt gerade gegen ihn kämpfen? Dann sprengt er mir vielleicht nicht allzu sehr zu viel in die Luft. Nice, okay, den haben wir gnadenlos gut erledigt. Das heisst für mich, aber da muss ich auch noch ein bisschen ausleuchten. So. Das ist der Anfang vom Dorf. Das eine Hütchen, das ich wollte machen, war eher in die Richtung gewesen. Das war in die Richtung gewesen und da vorne eigentlich links. Genau da, einen irgendwo war es gewesen. Dort müssten wir nochmal schnell ein Löchchen ausstopfen. Jetzt ist es schade, dass eben wirklich kein einziger Villager auftaucht ist, den wir gerade heilen können. Auf das müssen wir jetzt eigentlich warten, oder? Dass wir wirklich einen Villager finden, der ein Zombie ist. Dann müssten wir einen Goldapfel geben und nachher müssten wir dann... Oh, wir müssen mit Brot füttern. Also wir bräuchten 2 Stück, die sich dann vermehren. Mit Brot kann man die dann füttern, blöd gesagt. Also wie so ein kleines Tierchen, dann müssen wir einfach füttern. Und dann machen die Liebe. Und wenn sie dann Liebe gemacht haben, kommt dann eigentlich nochmal ein neuer Villager raus. Und das machen wir dann die ganze Zeit so weiter, bis wir das ganze Dorf wieder zum Leben erweckt haben. Ich finde jetzt das eine Hütchen wirklich nicht mehr, wo ich jetzt mit komplett Erden ausgestopft habe. Aber das müsste sowieso... Das andere, was mich verstaunt ist, ich habe doch überall Treppen gemacht. Wo sind die Treppen eigentlich an? Und meine ich das noch? Weil da vorne sind ja Treppen noch. Da habe ich ja überall Treppen gemacht. Aber da hinten hat es irgendwie keine Treppen. Wieso habe ich da hinten keine Treppen da? Okay. Also bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Zombie-Villager gefunden. Nein! Nein, das kann es ja nicht sein. Also wir müssen allgemein ein bisschen besser ausschmücken. Aber ich würde dann das ganze Dorf noch komplett umbauen. Also umbauen, wir werden dann mega schöne Straßen machen mit Glowstone-Ampeln, damit es wirklich schön ausgeleuchtet ist. Da ist es. Da ist es, das was ich gemeint habe. Und das sieht ein bisschen doof aus da und das sieht auch nicht gerade... Ja doch, man merkt es nicht mehr. Und da hätte ich jetzt so ein Loch drinnen lassen. Da habe ich noch Eis übersehen, das nehmen wir doch gerne mit. Das nehmen wir doch liebend gerne mit in unsere Hosentasche.
Und jetzt müssten wir eigentlich noch mal warten, bis es Abend ist, eben bis wir noch mal so einen Villager würden finden. Aber eigentlich hat es mal geheißen, es sollte immer mindestens ein Zombie-Villager sollte eigentlich spawnen. Darum frage ich mich jetzt gerade, warum das jetzt das mal nicht der Fall war. Warum jetzt das mal irgendwie keiner gespawnt ist. So, den einen machen wir zu. Da hätte ich jetzt eben wie so noch ein Treppchen blöd gesagt dran lassen. Das für mir runter könnten. Aber das müsste ich dann wahrscheinlich auch zumachen. Irgendwie. Dass ich es irgendwie so für mich beleuchten. Dass ich weiss, wo das war. Wenn wir mal noch ein bisschen etwas farmen, gehen wir mal die Schlucht hier anschauen. Da hat er jetzt wenigstens, ja, es sieht ein bisschen scheiter aus, da, wie das da jetzt so da steht. Aber ich wollte das jetzt nicht unbedingt abbauen, weil das ist eigentlich von denen gemacht. Ach, komm. So, dann bauen wir das nämlich ab. Dann bauen wir die Stege da schnell ab. Come on. Plupp. Dann wir da nämlich die Stege schnell eins gegenüber sitzen. Ich habe gemeint, es hat sogar viel mehr Löcher, ehrlich gesagt, als wir bis jetzt ausgestopft haben. Aber leider haben wir bis jetzt keinen Villager gefunden. Jetzt müssten wir nochmal warten, bis Abend ist. Um nochmal nachschauen. Oder die Frage ist, ob wir jetzt direkt anfangen, einfach mal Zäune zu ziehen. Das Problem ist, ich habe Angst, wenn ich jetzt Zäune ziehe, dass genau außerhalb von diesen Zäunen so ein Villager spawnt. Was bedeutet, dass die dann irgendwie, ja, dass wir sie nicht mehr einfangen können, blöd gesagt, oder? Ihrem Hütchen zuweisen und so. Vielleicht bräuchten wir für das noch unser Schiff, damit wir sie im Notfall ins Schiff hineinsetzen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Also komm, wir gehen jetzt zuerst mal nochmal zurück. Und dann können wir sowieso schon ein bisschen Weizen abbauen, damit wir sie dann gerade mit Brot füttern können. Und dann versuchen wir da mal irgendwie eine Umzäunung zu machen. Es ist halt ein recht grosser Bereich eigentlich. Es ist ein mega grosses Dorf, blöd gesagt. Also es ist eigentlich noch ziemlich speziell. Da müssen wir mal schauen. Wir müssen mal schauen. So, dann tun wir da zuerst mal gerade direkt mal unsere Weizen abbauen. Damit wir wieder genug Brot machen für unsere Nachbarn. Wenn wir dann mal einen finden, dass wir dann wirklich gerade Genüge haben. So, nice. Okay, dann haben wir glaube ich alles. Den nehmen wir noch mit da. Den Samen noch schön einsammeln. Ich darf da drauf nicht kumpen, nicht vergessen. Fast vergessen. So, dann tun wir da. Jetzt habe ich fast schon wieder ein volles Inventar. Noch recht speziell eigentlich. So. So, das haben wir. So. Das Feld haben wir schon wieder. So. Bum bum. Jetzt diese Seite noch. Und dann müssen wir gerade mal schauen, dass es wieder Abend wird. So, das ist richtig Musik in meinen Ohren gewesen, wie das jetzt gerade abgegangen ist. Dann würde ich sagen, wieso haben wir jetzt wieder so ein volles Inventar? Jetzt haben wir halt da noch irgendwelche, genau ein Stein, ein bisschen Eisen. Komm, das Eisen ist eigentlich besser, wenn ich es gerade schnell einschmelze, dass wir dann wieder etwas haben. Jetzt tue ich einfach mal alles ein bisschen schnell da unten rein, dann können wir dann das immer noch gegen oben verteilen. Erde, komm, alles da schnell rein, das Holz behalten wir da. Ah nein, das machen wir so. Leuchtstein tun wir auch schnell da rein, das tun wir auch schnell da rein. Das Zeug können wir dann wirklich alles nachher beim nächsten Mal alles mal schnell gegen oben tun. Ich wollte jetzt da mal schnell ein bisschen schneller vorankommen. Dann müssen wir da nicht gerade alles wieder verräumen. So, eben Zäune haben wir eigentlich recht viel. Ich bin aber unsicher, ob die sogar lange, aber wir hätten ja da im Notfall auch noch eine gute Anzahl an Holz. Das sind unsere Goldäpfel, um sie dann zu füttern. Das heisst, wir machen jetzt eigentlich einmal. Wir machen jetzt eigentlich einfach einmal. So, komm. Ich glaube, andersrum wäre es schneller gegangen, aber ich bin gerade ein bisschen im Üben, ein bisschen schneller spielen. Aber ich glaube, so rum wäre es am schnellsten gegangen. So. Genau, okay. Jetzt haben wir noch ein bisschen Führungsweizen, das können wir eigentlich draussen, haben wir ja noch Weizen, das können wir gerade mal schnell da reinrühren. Genau, oh, da, schau, da haben wir sogar noch, da haben wir sogar noch wirklich Übermaß an Weizen, wir haben wirklich gut Weizen. Wir haben sogar noch Geschwellte da, wenn wir Essen brauchen, also wir kommen gut voran, Dann haben wir den Teil schon mal gemacht, jetzt gehen wir mal schnell rüber schauen, wie wir das machen mit den Zäunen.
Weil das wird jetzt der schwierige Part. Wie wir das ganze Gelände einzäunen, damit sie ein bisschen sicherer wären. Wie weit rauf geht denn das Ganze? Ich wollte sie ja nicht auch unbedingt müssen komplett einsperren. Ich meine, jetzt haben wir nur schon das Problem, da hinten haben wir ein Häuschen, das so steht, oder? Jetzt ist die Frage, ziehen wir einfach jetzt eigentlich da so einen Zaun gerade ausführen, dann wieder so rundum und alles rundum. Also wir bräuchten auch episch viel Zaun für das. Wir bräuchten wirklich episch viel Zaun für das. Dann bin ich mir gerade überlegen, ob es überhaupt einen Sinn macht. Ich habe nicht gedacht, dass das so einen Umfang hat, weil ich meine, es geht jetzt wieder bis da hinten, da hinten haben wir ein Haus. Das zieht sich dann alles so rundum eigentlich. Das zieht sich wirklich, da hinten geht es glaube ich auch noch ein bisschen drauf. Haben wir da hinten nochmal ein Hütchen, also wenn es da hinten nochmal eins hat, dann bringt es eh nichts. Nein, aber da haben wir noch eine Höhle, die stopfen wir gerade noch schnell aus. Jetzt haben wir meine ganze Erde weggelegt. Die Höhle müssten wir noch schnell ausstopfen. Warte, dann holen wir noch schnell Erde und stopfen wir wenigstens das noch schnell aus. Aber es ist ein zu grosser Umfang, um da einen Zaun zu ziehen. Ich habe mir das Bier ein bisschen kleiner vorgestellt, aber es wird mir halt auch empfohlen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Wird mir halt empfohlen, dass ich das soll eigentlich machen. Zum Zombies einfach, also zum die Villager ein bisschen beschützen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt da wirklich anfangen, die Villager zu züchten, dann sind wir sowieso jeden Tag eigentlich in dem Dorf drinnen. Dann schauen wir, dass wir die langsam wieder aufzüchten, blöd gesagt. Und dann sollte jetzt einen automatischen Eisengolem spawnen oder wir machen dann innen einen. Jetzt sollten wir eigentlich genug. Jetzt sollten wir ja eigentlich genug Gold, also Eisen wieder haben, um so etwas selber herzustellen. So, dann nehmen wir da noch ein bisschen diese mit. Also die zwei Sachen, die brauchen wir zum Villager aufstocken. Ich glaube, das mit dem Zaun, das lassen wir. Ich glaube, wir haben viel zu wenig. Ich glaube, wir haben wirklich viel zu wenig für das, um das zu machen. Aber wir können 4 Villager eigentlich wieder umwandeln zu normalen. Das ist ja schon mal praktisch. Das Einzige, was mir gerade auffällt, was ich noch schnell machen kann. Was ich noch schnell machen kann. So, ich hätte noch den obersten müssen, jetzt habe ich das alles. So. Unsere ganz kleine Zuckerrohrfarm am See zu. Ich mache das jetzt halt mal momentan noch so. Ich finde das halt gerade noch momentan praktisch, dass wir jetzt nicht unbedingt irgendetwas bauen, sondern wir haben von Anfang an ein bisschen Zuckerrohr vor unserer Hütte, um ein bisschen vermehren, eben dann für später dann. Weil ich wollte eigentlich ganz langsam richtig Verzauberungen gehen. Ich wollte nicht pressieren, weil ich wollte zuerst wirklich sehr viele andere Sachen umsetzen. Die Hauptpriorität ist jetzt eigentlich, das Dorf wieder in Stand zu bekommen. Dass wir da wieder Villager haben und alles drum und dran. Weil eigentlich, ja, also sie haben alle Türen, sie haben alle ein Bett drin. Wir haben ihnen eigentlich nie etwas geklaut, außer ein paar Materialien. Materialien haben wir ihnen geklaut, wieso hat das eigentlich ein Bett drin? Das müsste doch eigentlich ein Bett drin haben, nicht? Vielleicht müssen wir auch noch schauen, dass wir noch ein paar Better machen. Weil, ja, ich glaube nicht mal alle Häuser haben ein Bett drin. Das müssen wir jetzt noch ganz kurz schnell schauen. Weil sonst müssten wir da mal noch mehr Better verteilen. Weil da hat es einfach so. Und da hat es auch kein Bett drin. Dass wir bei diesen Häusern noch ein Bett drin machen. Aber wir haben jetzt schon mal, also die 2, 3, 4. Wir kommen vielleicht nur auf 5 Better. 5 oder 6 Better. Vielleicht wäre es mal noch eine Idee, noch mehr Better machen und in den Häusern, wo es kein Bett drin hat, noch ein Bett reinzustellen. Dass wir noch mehr Villager, blöd gesagt, haben. Die einen Platz sich suchen können in einem Hütchen. Es ist verdammt verwirrend da drin in dem Wald, also weil es so im Wald drin ist. Es wäre halt auch eine Überlegung, ob ich sage, hey, ich baue jetzt wirklich alle Bäume rundum ab, damit man eine bessere Übersicht hat. Oder wenigstens 1, 2, also nicht gerade alle, aber wenigstens vielleicht 1, 2. Jetzt wird es gerade wieder Abend. Aber, bevor wir jetzt da weitermachen, würde ich jetzt einmal sagen, danke viel fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ihr noch mehr Informationen hättet zu dieser Sache mit diesen Villagern nebendran, dann schreibt es mir doch liebend gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Und sonst würde ich sagen, danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, ein Like oder, was fehlt noch? Ein Kommentar. Genau, ein Kommentar. Ich danke noch vielmals fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, um die Minecraft in Schweiz. Danke vielmals und wuhu! Ciao!